weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdecken. Im Namen Gottes. Danke, Three Dog, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir suchen einen Schlüssel. Und das erfordert höchste Konzentration. Studio Computer. Siehst du noch was sagen? Aufnahmestudio öffnen. Oh Gott. Hat er da irgendwas geöffnet? Schaut, da ist das... Da ist das Studio. Jetzt wäre es mir interessant zu wissen, wo dieser Schlüssel liegt. Was war das? Säul Stradivarius. Na gut. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, was uns das bringen soll. Aber egal. Energiewaffen um 1 erhöht. Ah. Also auf gut Deutsch gesagt, müssen wir jetzt am Boden anschauen, ob wir da was finden. Aber so wie ich mich kenne, laufen wir da jetzt wieder 2 Stunden um dumm, bis ich wieder mal irgendwas finde, was uns einen Anhaltspunkt gibt. Kein mehr. Da ist das Atrium. Ja, weißt du was, da ist er. Au! Da sind aber die, da ist aber die Munition dafür zuschaut. Ja, also wurscht, die trifft eh nicht. Süß. Platsch. Wo ist der jetzt? Da herin tragen die Fliegen selber durch. Cool. Nein, brauchen wir nicht. Bin zwar ab und zu selber noch ein Kind, aber so viel Kind dann auch nicht mehr. Okay.
Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Wow. Oh Gott. Ich sehe schon wieder, das ist wieder was, das geht sicher wieder daneben. According, 1 von 9. Das kann's nicht sein. Snake like. Bingo. Oh Gott. Mich interessiert eigentlich jetzt Mom. Ah, und da werden wir einen Schlüssel finden, hoffe ich halt. Was erwartet uns jetzt hinter dieser Tür? Das Aufseherbüro. Nein. Nein. Na, braucht man nicht? Will nicht. Nö. Bisschen eitel dürfen wir schon sein. Ah. Die letzten Daten machen mir etwas Mut. Anscheinend verfallen 33% der Subjekte ab und zu in einen tranceähnlichen Zustand. Wir sind uns recht sicher, dass die Subjekte in diesem Zustand beeinflusst und programmiert werden können. Wir haben die Tests begonnen, indem wir subtile Schlüsselreize in die Subjekte implantiert haben, die sie ihr Ohr kratzen oder ihr Haar kämmen lassen. Bisher bin ich in der glücklichen Lage, eine 100%ige Erfolgsquote bei dieser Implantierungsmethode zu vermelden. Ey, das sind das Schweine, hä? Stealth Boy braucht man nicht unbedingt. Dankeschön. Ahahaha. Ja, was ist der aber dabei weg? Oder? Was für eine geht denn besser? 12? 7. So. Null drei. Richard Rubins Terminal. Okay. Katastrophe.
Eines unserer Testsubjekte V920717 hat heute 3 andere Ansässige in einem noch nie dagewesenen unbändigen Hass getötet. Das Sicherheitsteam brauchte fast 23 Schüsse, um ihn zu töten. Zuvor hatte das Subjekt noch nie Anzeichen von Gewalt oder Geistesschwäche gezeigt. Dieses Subjekt ist einer unserer erfolgreichsten Implantatsträger und kann im Trance-Zustand komplexe Anweisungen durchführen. Das macht mir Angst. Ja, und was dabei rausgekommen ist, haben wir dann eh alle miteinander schon gehört und gesehen. Oh Gott. Na gut. Gemäß den Weisungen wurde die Sendeausrüstung für das weiße Rauschen von den Soundkabinen umgeleitet und direkt an die gesamte Lautsprecheranlage der Vault angebunden. Ich kann nun Vault-Tec Geheimplan WRHSKV weißes Rauschen Hirnsuggestivkampfversuche durchführen. Ich habe 3 Helfer aus Professor Malleus Team und hoffe, bald konkrete Ergebnisse vorlegen zu können. Die Techniker haben es so arrangiert, dass das WR, keine Ahnung, sowohl vom Kontrollzentrum als auch von den lokalen Sicherheitskonsolen ausgelöst werden kann. Das Kennwort für diese Konsolen lautet UIY2249. Die Ergebnisse übersteigen wirklich jegliche Erwartungen. Die schiere Kraft und Ausdauer der mit Kampfsuggestivimplantaten versehenen Testpersonen ist unglaublich. Man stelle sich eine ganze Armee von Leuten vor, die niemals einen direkten Befehl des Oberkommandos missachten und erst nach über 20 Kugeln kampfunfähig sind. Wow. Malleus sagt, WHR ist ein Fehlschlag. Es hat also einige Todesfälle gegeben. Ein Schritt zurück, 2 nach vorn. Es ist einfach das, was alle in der Vault Wahnsinn nennen, zu unterdrücken. Ich habe ihren Suggestivimplantaten ein Befehlswort hinzugefügt. Man braucht nur Geistesgesundheit ist nicht statistisch zu sagen und sie bleiben auf der Stelle stehen. Ich habe die Wachen davon in Kenntnis gesetzt, aber ihnen gesagt, dass sie das Kennwort nur außer Hörweite anderer einsetzen sollen. Ist das ein Arschloch? Das Kennwort wirkt nicht mehr gegen die Irrsinnigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel passiert ist. Aber ich verliere hier die Kontrolle. Wenn wir der Lage nicht schnellstens Herr werden, haben wir eine gewaltige Revolte am Hals. Malleus stachelt den Rest der Vault zum Handeln an. Leider habe ich in Anbetracht der Macht, die mir seitens Vault-Tec verliehen wurde, keine andere Wahl, als ihn töten zu lassen. Was für ein Verlust. Du kleiner, dreckiger, missratener Bastard, muss ich sagen. Wirklich. Na, logisch. Wenn's eng ums Arschloch wird, gell, schmeißen's alle die Nerven weg. Aber wirklich alle. Entschuldigung. Okay, wir sind glaube ich von da gekommen, genau. Wir müssen aber noch irgendwo ein Forschungslabor haben. Irgendwo in den Tiefen dieser Vault. Ach so, solche Bastarde, okay. Mit Implantaten, die leidhörig machen, auf gut Deutsch gesagt. Beziehungsweise so verändern, dass sie, ja,
Du hast sie gehört. So geil. Ne, braucht man nicht. Obwohl... Doch, können wir gebrauchen. Weil... Dann können wir nämlich die eine reparieren, was? Jetzt gehen wir ins Labor. Jetzt wird's interessant. Danke, Spiel. Reaktorraum, da waren wir aber schon, oder? Ist es nicht der, was unter Wasser steht? Sicher. Ich will ins Labor. Wo ist das Labor? Atrium. Aber ich glaube, ich habe mich da jetzt ein bisschen verlaufen. Quartiere, da waren wir ja auch noch nicht. Oh Gott. Ich speichere da jetzt einmal. Sicher. Wohin? Au! 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 Ja. So, was nehmen wir denn jetzt? Die Minigun ist leer. Nehmen wir mal die. Ah! Super. Au! Ah! Zu 4, zu 5. Au! Ich werde verprügelt. Au, 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 au! Mei. Ja, ich muss das anders vorgehen. Was machen wir jetzt da? Was machen wir jetzt da? Ja, ihr schönen Bastarde. Okay, ja da. So, jetzt gehen wir nochmal zur Tür zurück. Weil da sind wir einer gekommen, genau.
jetzt haben wir Zeit, dass wir uns dieser Vault beziehungsweise dass wir uns um diese Vault kümmern. BZW und den Rest vom Freudenfest. Mein Süß. It's a big, big teddy. Aha. Was ist da hinten? Nix. Mehr als ich erwartet habe. Scotch braucht man nicht. Man, mir wäre gerade noch saufen, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Leer. Interessant. Minen braucht man nicht unbedingt. Das braucht man eigentlich auch nicht. Impulsgranaten sind auch scheiße für normal. Na, ist wurscht. Oh, das letzte Holoband. Unglaublich. Im letzten Monat hatten wir 12 weitere Vorfälle, die die Aktionen von Subjekt V920717 widerspiegeln. Schockierend ist die Wildheit, die diese Entarteten zeigen, wenn sie morden. Sie reißen ihren Opfern die Gliedmaßen aus und verstümmeln sie völlig. Sie waren mal anerkannte Musiker. Wie konnte das passieren? Was habe ich nur falsch gemacht? Wow. Ich meine, du musst einmal bitte dieses Präpotente geben, mit was für einer mit welchen Aussagen, dass der das rechtfertigt. Das ist ja nämlich noch besser. Warte mal. Laborterminal. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Kurzen Augenblick. Abteilung 4 Laborassistenten von Professor John Malleus. Glückwünsche, gut gemacht allesamt. Sieht aus, als sind die derzeitigen WR-Tests ein Vollerfolg mit einer Fehlerspanne von weniger als 1%. Obwohl es in puncto Datenanalyse noch viel zu tun gibt, verdienen sie alle einen Klaps auf die Schulter für ihre ausgezeichnete Arbeit. Weiter so. An Richard Rubin, Aufseher. Hier sind die gewünschten Daten zu Testperson 717. Wir sind völlig ratlos, warum ein Teilnehmer der WR-Experimente ein solches Verhalten entwickeln sollte. Sobald wir die Autopsie abgeschlossen haben, werden wir versuchen herauszufinden, warum er wahnsinnig geworden ist. Tut mir leid, Rick, wir werden der Angelegenheit bald auf den Grund gehen.
Wieder das gleiche. Wir haben ein ernstes Problem am Hals und ich warte immer noch darauf, dass Sie meinen letzten Vault-internen Postnachrichten beantworten oder mich aufsuchen. Ich habe 7 weitere Todesfälle zu melden. 3 Vault 92 Bewohner haben dieselben Symptome erlitten wie Testperson 717. Wie viele müssen noch sterben, bevor sie erkennen, dass wir in tiefen Schwierigkeiten stecken? Wir sind hier draußen allein. Niemand wird uns retten kommen, wenn überhaupt noch einer übrig bleibt. Ich bitte Sie inständig, mich sofort zu sehen und diesen Schlägertrupp von den Türen Ihres Wohnquartiers abzuziehen. Abteilung 4 wird jetzt streng bewacht. Ohne persönlichen Geleitschutz komme ich schon gar nicht mehr rein. Nach meiner Schätzung sind über 30% der gesamten Vault-Bevölkerung klinisch wahnsinnig und für den Rest von uns eine ernste Bedrohung. Uns bleibt möglicherweise keine andere Wahl, als die Vault zu verlassen. Besser das Risiko draußen einzugehen als hier drinnen. Sie ignorieren mich weiterhin und jeglicher Versuch meinerseits mit ihnen Kontakt zu treten, endete in Schlägereien mit ihren Wachen. Es ist offensichtlich, dass hier etwas faul ist und ich werde herausfinden, was. Also ich muss gestehen, dass dieser Aufseher gute Arbeit geliefert hat. Ja. Da ist schon wieder so viel zum Lesen. Zugang genehmigen. Oh Gott. Infiltrate. Datenspeicherraum entsperren. Aha. Das soll Datenspeicherraum sein, das ist nichts Weltbewegendes eigentlich. Ja, aber uns fehlt ja noch ein Räumchen, oder war das jetzt das? Aber ich glaube, wir sind da fertig. Ja, ich glaube, wir sind auch hier fertig. So, jetzt schauen wir mal nur gerade, ob wir nicht noch irgendwo was übersehen haben. Medizin um 1 erhöht. Okay.
Da waren wir auch schon. Da hinten ist außer nix. Atrium. Na, das ist eine Klinik, ha? In der willst du auch nicht verarztet werden. Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, eh schon alles durch, oder? Achso, die haben die da ausgehängt, die Tür. Na gut. Na, da herunten war noch was. Labor, ich glaube, da herunten war noch ein Raum. Gerade die Vaults sind am geilsten zu erkunden, meines Erachtens nach. Da waren wir auch schon. Warte, die Waffen da wir mal weg, damit wir ein bisschen mehr sehen. Da gibt es nichts mehr zum Sehen. Klassenzimmer. Ah, das Terminal ist kaputt. BZW schaut eigentlich genauso aus wie alle anderen. Und da können wir nichts machen, oder? Nö. Zoe Hammerstein. Ah, das haben wir schon. Mir ist vorgekommen, wir haben ja da noch eine Tür irgendwo gehabt. Na gut, dann eben nicht. Labor. Nö. Passt, wir sind da, glaube ich, fertig. Ja. Nö, ich glaube, da sind wir durch. Na gut. Dann wieder zurück ins Ödland. Jawohl.
Was war da? Ah. Also wenn du da denkst, du kommst vielleicht... Ah, warte. Utility? Wenn du da denkst, du gehst da oben mit deiner Frau oder mit deinem Gatten und dann wirst getrennt eingesperrt, ja, das ist halt auch, ja, ein derber Verlust. So. Ja, was machen wir jetzt? Ich war halt noch immer fest der Meinung, dass wir da eine Tür übersehen haben. Genau. Das Skelett mit dem, ja, da waren wir auch schon. Ja, leider keine Wackelpuppe. Ach schön. Irgendwo werden wir schon eine finden. Ja, aber siehst du, da ist nichts. Selbst wenn ich wollte, wäre da nichts mehr. Nö, passt, wir marschieren weiter, es hilft nichts, da ist nichts mehr. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nichts herzaubern. Ah, da ist nichts. Utility. Klinik, Cafeteria und sonst ist da gar nichts mehr. Ah, da sind wir wieder da im Atrium. Ja, weißt du was, wir hauen an. Da gibt es jetzt eh nichts mehr zum Sehen. Ja. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwas gegeben hätte. Ich glaube es jetzt aber mittlerweile nicht mehr. Weil so gesehen hätten wir ja alles. Okay. Und nu? Was machen wir nu da, hä? Was ist denn da oben?
Ah, das ist das eine Stromwerk oder so, was das einmal war. Keine Ahnung. Oh oh, das wird jetzt wehtun. Nicht einmal siehst. Haben wir gleich gar noch gehabt. Aber ich werde mal schauen, vielleicht hat die andere Powerrüstung ein bisschen mehr, vielleicht verhindert die etwas mehr Schaden. Schauen wir mal. Das reicht fürs Erste. Die ist ganz heimlich still, gell? Au! Au! Nö, heute nicht. Morgen vielleicht. Geht das? Ah, da, oh. Oh. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, Mami, dass da so viele kommen. Gut, wir brauchen was mit mehr Bums. Herrlich, oder? Wie schön das Ödland doch ist. Eine wahre Freude der Liebe und Raider. Okay. Aber, mei, ich bin so dumm, da wäre ja einiges drinnen gewesen zum Anschauen. Leer. Nix. Schön. Schön. Und in was für blöde Richtung gingen wir da jetzt? Da schon Richtung Levelgrenze. Wir reisen jetzt daher. Ah, das war er, der Hermann Quer. Und spazieren. Jetzt mal daher. Vorbei an einem Sendeturm vollgestopft mit Raider. Schön.
Hallo. Ödländer. Was zur Hölle wollen Sie? Wir haben zu tun. Ich hörte einen Streit. Verlaufen, mein Fehler. Was ist los? Wir sind auf der Suche nach diesem Ort im Norden namens Oasis. Da soll's eine Menge gutes Zeug zu holen geben. Aber wir sind nicht daran interessiert, mit jedem der hergelaufenen Ödländer zu teilen. Darum müssen wir sie jetzt töten. Hallo. Hey, los geht's! Los geht's! Aha. Genau so geht es. Okay. Wisst ihr was? Wir werden uns einfach mal ein bisschen was essen. So. Sehr gut. Ja, was das? Material soll halt schon immer in Ordnung sein. Was ist denn, wie weit ist denn die Levelgrenze noch? Ah, da können wir noch durchaus spazieren, schau. Sorry. 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 Da ein Stückchen entlang neben der Autobahn. Und da hinten ist dann eh schon Schluss mit lustig. Na gut, ich glaube kaum, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Nö. Oder wie siehst du das? Na. Super, jetzt haben wir festpackt, ne? So. Am geschicktesten wird sein, ich tue mal speichern. Wenn ich dann wieder hier bin und 2 Stunden noch sonst gespielt habe, kriege ich einen Aufall. Was ist da herum? Wow. Warte mal. Wir legen da jetzt ein bisschen was ab.
Ein durchschnittlich verschlossener Safe. Oh. Ja, da kommt Freude auf. Was, die brauchen wir eigentlich nicht. Dich haben wir auch schon ausgekramt. Wow. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, das versteckt ist geil. Machen wir jetzt einmal 12 Stunden. Machen wir 15 Stunden. Sehr gut. Weißt du was? Jetzt da mir mal den dummen Helm, aber in die Richtung müssen wir, genau. Und dann sehen wir eh noch, was uns als nächstes erwartet. Wir haben jetzt da gut geschlafen. Und dann sehen wir weiter, ne? Nicht wahr? Oh. Sackgasse? Was? Oh, der ist ja schon hier, schau. Den können wir gleich weg tun. Es ist schon eine Woche vergangen und ich habe Marcos Spur noch immer nicht gefunden. Jetzt, da ich alleine hier sitze, kann ich vollkommen ehrlich zu mir selbst sein und zu jedem, der dies hier vielleicht einmal lesen wird. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich mich so sehr gefürchtet, habe ich mich so sehr wie ein Versager gefühlt wie jetzt. Ich habe diesen Mann in mein Haus gelassen und musste dann hilflos zusehen, wie er kaltblütig meine Familie umbringt. Das ist mehr, als ein Mensch ertragen kann. Jetzt kann ich diesen verdammten Hurensohn noch nicht einmal finden, um ihm das anzutun, was er verdient. Da bringt er vor meinen eigenen Augen meine Kinder um und kommt damit auch noch ungeschoren davon. Soll das etwa gerecht sein? Ich würde mich am liebsten umbringen, aber ich bin mir sicher, dass ich das ebenfalls vermasseln würde, wenn ich doch nur wüsste, was ich machen soll. Ich wünschte, Gott oder sonst jemand würde mir irgendeine Art von Zeichen geben. Armes Schwein. So. Karte. Ah. Das ist jetzt einmal uninteressant. Und nö, ich bin nicht neugierig. Ich bin absolut nicht neugierig. Ich glaub, ich weiß, was das ist da. Ja, da geht's.
Mach auf in Pip-Boy. Mei, kann nicht so schwer sein. Offen und ehrlich gesagt. Anziehen, komm. Ja gut, wenn's ihr fette Waffen nehmt. Warum? Ich will in den Pip-Boy. Hallo, es ist zum Speiben. Zeitweise geh in den Pip-Boy. Pip-Boy, was ist los mit dir, du Trampe, du Dummer? Da kriege ich die Krise. Kampfflinten. Machen wir da. Minigun haben wir nichts mehr. Raketenwerfer. Was die können, können wir auch. Und Fatman. Gegner wird ausgeschaltet. Was ihr Idioten kennt, kann ich auch. Aber besser. So geht das gesehen. Dass wir uns klar auskennen. Den können wir reparieren. Und unsere wird auch repariert. So. Na wenigstens ist unser Klumpert noch ganz. So. Geht's da nicht ins Raider DLC? The Pit. Na, schauen wir mal ganz kurz. Anstrengend. Da ist was. Ah, die Ausgestoßenen. Na. Mir ist vorgekommen, da geht's ins Raider DLC. Feindliche Einheit in der Nähe. Also auch und ehrlich gesagt, ohne diese Rüstung wären wir schon 100.000 Mal angekratzt. Bombenlager. Bombenlager. Und sonst gibt's da eh keine Tür. Nö. Ah. Nein, ich trete nicht zurück, mein Kleiner.
Gusch. Da müssen wir rein. Oh, Mr. Gutzi. Okay. Au! Der ist da dahinter. Egal. Was habt ihr zu bieten, meine Söhne? Oh. So, nur da kurz raus reparieren und dann werden wir mal eine kleine Pause machen. Jo. Wir werden jetzt aber jetzt bald wieder mal zwei, drei kleine Reisen machen. Wir werden jetzt einmal alles, was wir finden. Da gut versteckt in diesem Spind horten. Und zwar... dann machen wir das alles da einer und... Warum ist... Kurzen Augenblick, ich muss da kurz umbauen. Ah, jetzt da. Und die Tesla-Rüstung, da haben wir da dabei einer. Wir müssen nicht da rein. Es hilft ja nichts. Eins nach dem anderen. Kenny, du brauchst jetzt nicht übertreiben. Da reicht uns ja die Jagdflinten auch. Siehste? Ah. Kleine Waffen um 1 erhöht.
Nö, da sind wir gerade eingegangen. Das will ich ja nicht. Da müssen wir rein. Gibt's da noch irgendwas? Bücher oder sonstiges zum Mitnehmen? Nö, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das Ödland der Hauptstadt Cram. Was war da herunten? Oh. Brauchen wir das? Aber das brauchen wir. Große Waffen. Ihre Fertigkeit große Waffen wurde dauerhaft um 10 erhöht. Cool. Inklusive Startcodes für Fort Konstantin. Hä? Okay, dann muss da irgendwo ein Schlüssel sein. Aber wo? Weil wie du hörst, da ist was. Na, da wird nichts sein. Aber ich glaube, dass drüben im Lager was ist. Im Bombenlager. Wow. Tolle Special Effekte, toll. Ich bin richtig erschüttert. Schleichen um 1 erhöht. Suppi. Ja, ich glaube, wir werden jetzt das Fort auseinandernehmen. Und ich glaube, der dazugehörige Schlüssel befindet sich frech dort drinnen. So wie ein frecher Frechdachs. Eine da. Langsam werde ich wütend. Und wenn ich wütend bin, ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Glaubst du, du kannst dich vor mir verstecken? Ja, Da du nicht glaube ich schon. lebst, um zu bringen. Boah. Alter. Warte dann ganz schön aus jetzt da. Nur haben wir nicht unbedingt jetzt die besten Voraussetzungen. Das wohl ich übernehmen. Boah, da könnte man geil leveln jetzt. Ich kann's nicht erwarten, dich zu finden und zu töten. Als persönlichen Gefallen für Onkel Sam.
Ja, ja. Und immer sind's die Russen, ich weiß. Glückstag heute. Niemals aufgeben. Ja, dann zeig mir, was du drauf hast, mein Kleiner. Ich warte nur auf dich. Ich warte nur auf dich. Wertloser Skype-Netz. Hat der jetzt Skype gesagt? Gibt's die Plattform überhaupt noch? Der Schmerz ist nur die Schwäche, die den Körper verlässt. Der redet so viel Scheiße. Meine Mama soll wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe. Mei. Der war gut. Also hast du da nicht dein Bestes gegeben. Das Ödland der Hauptstadt. Weil mittlerweile kommen wir eh schon überall rein. Wenn ich nicht so blöd wäre. In puncto, ja, du siehst das eh gerade, das Leid. Nein. Nein. Nein, also genau in der Mitte drin. Super. Nein. Jetzt da. Irgendwann finde ich dich ja doch. Mein Süß. Du willst flirten? Nö, du bist mir dann zu blechig. Irgendwann finde ich dich ja doch. Und zu repetitiv. Grognack der Barbar. Nahkampfwaffen um 1 erhöht. Wo steckst du? Wenn ich nicht. Nö, diese Beziehung wäre nie gut gegangen. Nö. Oh Gott, Paranoia, 3 von 8. Zioa. Na, das kann's nicht sein. Sabotage, das kann's auch nicht sein. Pony. Ponytail, na. Wann kann's nur das sein? Systeminformationen. Okay, das ist nix. Da war auch nichts mehr. Und zum Retten war da auch nichts mehr.
Drum fiel mir alles so schwer. Drum fiel mir alles viel zu schwer. La 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 la. La 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 la. Oh. Und ich bin schon wieder überladen, wieder überladen, wieder überladen. Ja, das freut mich schon. Ja, das freut mich schon. Und wieder ein paar Kilo gewonnen. Sehr schön. Nö. Oh, Hallöchen. Ja, das ist der Toilettenaspirant. Der schaut sich das Ganze an, so lang, bis er nicht mehr mag. Was haben wir da herinnen? Tür. Oh, jetzt. Balam, 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 balam. Balam, balam. Balam, balam. Balam, 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 bam, bam. Ich hoffe, man merkt's mir nicht an, dass ich nicht mehr kann, dass ich nicht mehr kann. Dass ich nicht mehr kann. So, und jetzt hinauf in die nächsten Stockwerke. Das Ödland der Hauptstadt. Na toll. Aber... Auf feindliches Ziel ein. Mehrere Störungen RK. Ja, ja. Das sagen's dann alle. Aber ein Mr. Gutsi, mir soll da nochmal dumm kullern. Keine Ahnung. Was funktioniert das da, aber es in Fallout 4 funktioniert? Doch. Mir ist vorgekommen, du findest da drinnen den Schlüssel. Eigenartig. Was ist denn da herin? Schau ich aber dann noch mal durch. Nö.
Egal. Jetzt schauen wir nochmal, was wir in den Mistkübeln da hinten oder in die Spind da hinten eingeschmissen haben. Und wenn wir was brauchen, nehmen wir es mit. Doch, wir haben was drinnen. Weißt du was? Wir lassen die dabei da, die holen wir uns noch. Vorerst werde ich mich hier von euch verabschieden. Es war heute eh wieder mal eine lange Aufnahme, was ich eigentlich gar nicht vorgehabt habe. Ah, ist ausgestoßener. Es sind 2 ausgestoßene. Gut. Bis zum nächsten Mal und bleibt brav dabei. Baba.